Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Die Pandemie ist leider alles andere als vorbei. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Auch die Schulen kämpfen mit der momentanen Situation. In Zofingen haben schon mehrere Klassen müssen in Quarantäne. Was bedeutet das für die Kinder, was für die Eltern, was für die Schule? Über diese und andere Fragen reden wir heute quasi mit dem obersten Manager der Zofinger Schulen. Als Gesamtschulleiter ist er für einen sehr grossen Betrieb verantwortlich. 1380 Kinder und Jugendliche gehen Zofingen in die Schule. Unterrichtet werden sie von rund 150 Lehrerinnen und Lehrern. Heute ist der Leiter von diesem grossen Betrieb bei uns im ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Thies Rohr. Herr Rohr, Sie sind jetzt seit dem August 2019 hier in Zofingen Schulleiter von dem grossen Betrieb, wie wir eingangs gehört haben. Was ist das besonders Tolle an so einem Job und was ist vielleicht eher Schwierige? Ja, besonders toll ist die Vielfalt, die die Schule sowieso schon mitbringt. Und so eine grosse Schule wie Zofingen bringt eine Vielfalt mit von verschiedenen Lehrpersonen, verschiedenen Schülern, verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Stellen. Und ja, das jetzt ein Jahr lang kennenlernen, sehr spannend in Zofingen, mit all diesen Leuten zusammenarbeiten. So ein grosser Laden hat auch gewisse Eigenheiten, gewisse Sachen, die in den Schulen, die ja auch erst seit nach den 2000er Jahren geleitet sind, organisch gewachsen sind ein Stück weit, die Führungsstrukturen auch. Und das sind teilweise dann auch die Schwierigkeiten, dass gewisse Sachen vielleicht ein bisschen verkrustet sind oder immer so sind, wie sie sind und dass man dort vielleicht auch mal heranschaut und etwas wieder hinterfragt und etwas anschaut. Das haben Sie ja sicher jetzt im ersten Jahr gemacht, aber wenn wir noch ein bisschen zurückschauen, das heisst wie immer in der Schule lernen wir fürs Leben. Im Rückblick, was ist eigentlich die wichtigste Lektion aus der Schule gesehen, aus Ihrer Schulzeit, die Sie fürs Leben mitgenommen haben? Ja, eigentlich ist eine, die ich immer schon hatte und die ich aber jetzt seit diesem Jahr in Zofingen auch wieder speziell erlebt habe, ist, dass das Leben eben nicht planbar ist. Das hat ja die Pandemie sehr gut auch gezeigt und das hat man schon manchmal gemerkt. Und das ist ja so, vielleicht nicht unbedingt die Schule, die einem das gelehrt hat, aber so eine Geschichte aus dem Leben, wo man einfach merkt, immer wieder hat man das Gefühl, wir haben das Schuljahr ganz anders geplant und dann gemerkt, es ist alles anders gekommen. Sie sind ja jetzt eine Art Krisenmanager. Was ist das Herausforderndste an dieser Rolle jetzt? Also ich möchte einerseits noch betonen, dass ich ja da nicht alleine bin. Wir sind ein ganz starkes Team, ein Schulleitungsteam. Wir machen da zusammen. Wir haben auch in dieser Krise uns ganz viel zusätzlich getroffen. Und wichtig ist, glaube ich, dass wir zusammen eine gewisse Sicherheit ausstrahlen können. Insbesondere auch für die Lehrpersonen, für die Schüler, für die Eltern. Weil gerade in dieser Krise, jetzt mit dieser Pandemie, wo der wissenschaftliche Diskurs relativ breit auch in den Medien und öffentlich ausgetragen wird, dass wir einfach eine klare Richtung vorgeben können, dass die Leute wissen, auf was sie sich verlassen können. Ich glaube, das ist das, was wir ganz fest versucht haben, auch mit der relativ offenen Kommunikation und wo wir immer noch dran sind, wo wir täglich lernen dran. Ist die Schule eigentlich, das hat ja schon angefangen im Lockdown mit diesen Massnahmen, ist das eigentlich eine Art Dauerausnahmezustand oder ist das neue Anführungsschlusszeichen Schulleben in der Pandemie, wird das jetzt schon als Normalität erfahren? Der Lockdown war sicher ein Ausnahmezustand und ich sage, was wir letzte Woche hatten mit diesen Quarantänen auch. Aber ansonsten mit den Massnahmen, die wir im Kanton Aargau auch haben, ist eigentlich für Schulkinder der Schulbetrieb relativ normal weitergelaufen. Selbstverständlich haben wir das mit den Hygieneregeln, mit den Abständen.
Aber sonst sind die Kinder nicht gross eingeschränkt. Wir haben keine Bestimmungen für die Kinder untereinander. Wir haben nicht gestaffelte Pausen, wie andere Kantone haben. Es ist weitgehend normaler Schulbetrieb. Wir haben letzte Woche, respektive vorletzte Woche, auch wieder Klassen ins Lager schicken. Und von dem her ist der Ausnahmezustand, glaube ich, mehr bei den Erwachsenen als bei den Kindern. Also ich glaube, wie kleiner das Kinder sind, wie normaler nennt sie es wahr. Wir haben am Anfang sicher noch geschaut, dass wir relativ wenig mit Schutzmasken gearbeitet haben, gerade auch mit den kleinen Kindern, weil wir gesagt haben, das verschreckt sie noch. Aber mittlerweile ist die Normalität auch angekommen. Wir haben im ÖV Schutzmasken und die Kinder sind sich daran gewöhnt. Und jetzt ist auch das denkbar und umsetzbar. Und wir versuchen aber gleich die Schule relativ normal zu behalten und auch möglichst normal weiterzuführen, wie auch der Kanton uns das vorgibt. Aber Sie haben jetzt einige Klassen, Sie haben es erwähnt, müssen in Quarantäne schicken. Wie haben die Kinder reagiert? Wie haben die Eltern reagiert? Ja, also eine Klasse bin ich selber in Quarantäne schicken, weil die Klassenlehrerin noch zu erreichen war und der Schulleiter außer Haus war. Und bin ich also am letzten Donnerstag selber in die Klasse gestanden und habe den Schüler Unterricht unterbrochen. Die haben Grammatik gehabt, bin gestanden und gesagt, hört, jetzt muss ich euch etwas sagen, weil uns gerade das Konti angerufen hat, dass jetzt die Kinder heim müssen. Ich habe ihnen das erklärt. Haben wir Zeit genommen, ihnen das erklären, warum das ist, dass sie auch nicht Angst haben. Und ich habe eigentlich gestaunt, wie gefasst, das war eine erste Realklasse, wie gefasst, dass die das aufgenommen haben. Die haben Fragen gehabt, wollten wissen, was das genau heisst. Aber die haben das eigentlich sehr gefasst aufgenommen, relativ klare Fragen gestellt und sind nachher eins nach dem anderen, haben noch ihre Sachen zusammengepackt und haben ihren Rucksack genommen und sind gegangen. Also, ich glaube, die Kinder reagieren relativ gut, gehen gut mit solchen Sachen und sind auch sehr flexibel. Bei den Eltern hat es schon auch Reaktionen gegeben, wobei relativ wenig, aber dort ist halt immer, es gibt die Eltern, die gefunden haben, ja, wir haben es ja schon lange gesagt, ihr hättet die schon lange in Quarantäne schicken, das hätten wir beim ersten Fall schon können sehen. Und dann gibt es die anderen, wo man auch immer wieder liest, die finden, ja, das ist sowieso ein Theater, warum schicken die Kinder noch in Quarantäne? Weil wir haben die 4 Klassen in 3 unterschiedliche Quarantänezeiten müssen schicken, weil da vom Kontakt her gerechnet wird. Das ist ja uns einfach vorgegeben worden, das haben wir nicht selber bestimmen können. Und das ist schon nicht immer ganz einfach zu erklären, weil die Schüler sind ja die ganze Zeit miteinander zusammen gewesen. Und die einen haben bis am Samstagabend Quarantäne gehabt, die anderen bis am Freitagabend und die anderen bis gestern Abend. Also sehr auch relativ anspruchsvoll. Ja. Aber ich sage, dort können wir... Dort ist da, wo wir, ich sage manchmal, das Glück ist, dass wir das nicht selber entscheiden müssen. Das wird uns ganz klar vorgegeben vom Conti, vom Contact Tracing Center. Und das entlastet natürlich auch, dass dort auch klar vorgegeben wird, wie das zu machen ist. Und auch, ich sage, in dem Zusammenhang ist auch mit dem Kanton, mit dem BKS sehr gute Zusammenarbeit gewesen, wo man auch gut unterstützt war. Wenn ich Sie jetzt richtig gehört habe, ist der Umgang mit den Kindern einfacher als mit den Eltern? Ich glaube, das ist grundsätzlich so in der Schule. Aber auch mit den Eltern haben wir einen guten Umgang, würde ich sagen. Es gibt immer Diskussionen, aber wir stellen uns denen auch. Wir fordern die Eltern auch auf, uns Feedbacks zu geben, weil auch wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler. Wir haben auch in diesem Zusammenhang Fehler gemacht und wir sind stetig daran, uns zu verbessern und für das brauchen wir Feedback. Es ist nicht so, dass wir es immer allen recht machen können. Das kann man nicht mit solchen Entscheidungen, aber wir sind daran, so gut wie möglich zu machen. Was bedeutet so eine Klassenquarantäne für die Lehrerinnen und Lehrer? Es war auch unterschiedlich. Eine Lehrperson war sowieso krank und die andere eine Lehrperson musste auch in Quarantäne müssen. Die hat dann ihre Klasse in Quarantäne und war selber in Quarantäne. Sie hat dann eigentlich aber wieder auf den Fernunterricht umstellen, wo wir ja, das kann man im Nachhinein sagen, zum Glück geübt haben im März. Und die anderen Lehrpersonen sind natürlich, die sind in der Schule und haben die Klasse, die sie sowieso nicht normal unterrichtet. Und dann einfach ihre Klasse wieder über Fernunterricht mit Aufträgen bedient. Es gilt nicht überall die Hygieneregeln, Handwaschen, Abstand. Haben die Kinder das eigentlich schon verinnerlicht? Also ist das schon so normal wie ein Znüni, das man nimmt? Ja, und tut man immer schön Hände waschen und wirklich auf den Abstand schauen. Wie ist das? Ja, das ist nicht ein einfaches Thema mit dem Abstand in der Schule. Ich glaube auch dort, wie kleiner das Kinder sind, wie schwieriger ist es. Die Kinder machen es im Großen und Ganzen sehr gut. Sie kommen ja das daheim auch mit über. Sie üben das. Sie ist ja nicht nur mit der Schule so. Im Großen und Ganzen klappt es sehr gut. Wir müssen sie sicher auch wieder daran erinnern. Aber es ist natürlich auch so, dass die Kinder, weil sie untereinander keine Distanzregeln haben,
das manchmal dann auch wieder vergessen, oder gerade auch im Kindergarten ist das nicht immer ganz einfach für die Kindergärtnerinnen, dass sie die Distanz wirklich einhalten können oder im Spiel das Kind es dann mal vergisst, aber im Grossen und Ganzen klappt es sehr gut und wir haben in vielen Schulzimmern oder auch im Kindergarten wirklich Markierungen angebracht, auch, dass man sich daran erinnert, dass man es sieht, auch, dass ein bisschen visualisiert, dass die Kinder das sehen, was etwa die 1,5 Meter werden. Sie haben jetzt in der ersten Phase 4 Klassen müssen in Quarantäne schicken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn es jetzt plötzlich, wenn es das zu einem Dauerzustand wird, ist das überhaupt handelbar, managebar, wenn Sie immer wieder mal da Klassen eine Woche und dann da wieder. Ist das handelbar für die Schule? Die Frage ist nicht, ob es handelbar ist. Wir müssen es handeln. Die Frage ist, wie wir es handeln können. Und ich glaube schon, dadurch, dass wir wirklich die Erfahrungen gemacht haben im Lockdown, sind wir relativ gut vorbereitet. Die Schüler haben all die Passwörter. Wir haben auch unsere Lehrer jetzt angewiesen, dass sie vorbereitet sind auf den Fall, dass sie auch Dossiers haben, die sie den Schülern mitgeben können. Wenn man 10 Tage in Quarantäne hat, dass man Repetitionsmaterial mitgeben für 10 Tage. Es ist nicht ein Idealzustand, aber ich glaube, handelbar ist es. Und wir hoffen natürlich schon, dass die ganzen Schutzmaßnahmen so greifen und dass man das so gut umsetzt, dass das nicht zum Dauerzustand wird. Was die schwierige Situation ist, wenn wir die Lehrpersonen in Quarantäne haben, das geht auch noch, dann können sie arbeiten, aber wenn sie wirklich erkranken, respektive die, oder wenn wir zu viele Leute in Quarantäne haben und die Klasse, die wir noch im Präsenzunterricht haben, dass wir einfach im Moment durch die Situation, dass der Lehrstellenmarkt so ausgedrückt ist, fast keine Stellvertretungen finden. Und dort sind wir dann mehr gefordert, dass Lehrer dann einspringen und so. Und das ist relativ schwierig zu handeln. Dort haben wir eigentlich, im Präsenzunterricht haben wir eigentlich das grosse Problem, wenn zu viele Lehrpersonen nicht anwesend sind. Und wie Sie eingangs erwähnt haben, schlecht planbar. Man weiß nicht, was sich entwickelt. Die Stadtzürcher Schulen haben ab dieser Woche für alle erwachsenen Personen, Schulpersonal, Behördenmitglieder oder Eltern in den Schulgebäuden Maskenpflicht eingeführt. Wäre das etwas, was Sie begrüßen im Aargau, in Zofingen? Im Moment bin ich froh, haben wir es nicht, weil ich glaube, dass grundsätzlich für die Lehrpersonen es angenehmer ist. Man sieht ja, wir stellen den Lehrpersonen die Maske zur Verfügung, zum Beispiel im Lehrerzimmer. Freiwillig wird relativ wenig getragen, weil es halt schon nicht so angenehm ist zum Unterrichten. Wir haben andere Massnahmen. Wir haben eigentlich die Eltern im Moment angehalten, dass sie gar nicht in die Schulhäuser reinkommen, wenn es nicht muss sein. Selbstverständlich Veranstaltungen, Gespräche schon. Und probieren das im Moment so zu gehen. Wenn es kommt, werden wir es auch umsetzen, das ist keine Frage, dann werden wir das machen. Ich bin im Moment immer noch sehr froh, dass der Kanton Aargau es relativ pragmatisch angeht. Und so viel schlechter als die anderen Kantone sind wir so im Moment auch nicht gefahren, wenn man so ein bisschen schaut. Sie haben es vorhin kurz erwähnt, Sie sind auf Passwörter erwähnt, also die digitale Welt. Es hat ja einen Schub gegeben im Lockdown, denke ich auch in den Schulen. In dem allgemeinen Prozess Digitalisierung, wo steht da die Schule Zofingen? Die Schule Zofingen hat 2011 ein relativ innovatives Informatikkonzept erarbeitet und nachher auch Einwohner angebracht und auch finanziert bekommen. In dem Sinn, dass wir schon sehr lange digital relativ gut unterwegs sind. Mit Informatikräumen, mit einer eigenen Schulcloud. Wir haben Server, wir sind dort relativ gut ausgerüstet, haben darum auch im Lockdown relativ schnell reagieren, haben den Schülern die Passwörter geben. Das Konzept ist von 2011, ist jetzt natürlich auch ein bisschen ein Jahr gekommen. Jetzt kommt noch der neue Aargauer Lehrplan, den wir auf diesen Sommer auch noch eingeführt haben. Da gibt es Anpassungen, da sind wir jetzt dran, das Konzept wieder zu überarbeiten, zu schauen, was es da braucht. Aber wir haben ganz ein gutes Fundament, ein super Informatikteam, das uns das auch alles möglich gemacht hat. Das haben auch die Eltern mitbekommen, dass die Eltern nicht mehr gegen die Gebrauchsanweisungen lesen, sondern dass sie von unserem Informatikteam kleine Videos, sogenannte Tutorials bekommen haben, wie sie sich einloggen können und alles so. Also da sind wir sehr gut vorbereitet. Ein gutes Fundament, aber wir müssen uns weiterentwickeln, auch in diesem Bereich. Wir müssen zulegen. Irgendwann wird wahrscheinlich, wenn 1:1 Ausrüstung auch in der Informatik auf der Oberstufe ein Thema sein. Und dort sind wir natürlich noch nicht. Wir arbeiten jetzt mit Klassengeräten. Wir haben sogenannte Tablet-Köffer und Notebook-Köffer, die die Klassen reinholen können. Aber also 1:1 Ausrüstung, meinen Sie, dass jede Schülerin und jeder Schüler eine Ausrüstung hat? Vermutlich geht es in die Richtung, in der Oberstufe. In der Oberstufe zumindest, in der Mittelstufe muss man das noch anschauen. Das zeigt sich jetzt auch in der Umgebung, dass das wahrscheinlich schon das Modell ist, wo irgendwann, weil es ist, irgendwann kommt auch die Grenze, wo es finanziell
dann interessant wird. Weil wenn wir jetzt ein Mathematiklehrmittel haben, dann kommt jeder Schüler ein Buch über, wo wir mal ins Buch kaufen. Und dann müssen wir für die Schule noch die Lizenzen kaufen, für das wir es auch auf den Tablets zum Beispiel können. Und irgendwann sind wir da in einem Ungleichgewicht, wenn wir zu viele Tablets oder Computer haben und Lizenzen auch noch kaufen, dass es dann günstiger kommt, wenn wir nur noch die Lizenzen kaufen müssen. Also irgendwann rechnet sich dann 1 zu 1 auch. Wo sind eigentlich Grenzen in diesem Digitalisierungsprozess? Also mal andersrum gefragt, eben, man betont immer, wie wichtig das ist, Digitalisierung. Jetzt können wir aber auch ein bisschen kritisch fragen, okay, gibt es nicht auch irgendwo Grenzen, wo man eigentlich Kinder im Gegenteil vielleicht einmal muss abgrenzen von der Digitalisierung und wieder traditionelle Formen des Lehren pflegen? Oder ist das ein völlig antiquiertes Bild, das ich da habe? Nein, ich glaube nicht, dass es antiquiert ist. Ich glaube, die Grenzen, das ist einfach fließend und die verändern sich. Das kann man nicht so genau sagen. Und ich sehe die Grenzen viel mehr nicht dort, was oder wie viel in der Menge, sondern wie. Ich glaube, das ist das, was die Aufgabe ist von der Schule, in den Kindern lernen, mit dieser Digitalisierung oder mit diesen neuen Technologien positiv umzugehen. Ich sage, man muss keinem Kind lernen, wie es Fortnite spielt, weil das wissen sie alle bestens. Und das machen sie zu viel. Und dort hätten wir gerne manchmal auch von den Eltern her ein bisschen mehr Grenzen bei den Kindern. Aber ich sage, das grosse Thema, das jetzt kommt, ist nicht mehr einfach nur die Anwendung, sondern das Programmieren. Und da haben wir ganz viele innovative Projekte, jetzt auch schon in der Schule, wo wir im Kindergarten anfangen, mit so B-Bots zum Beispiel. Das sind so kleine Roboter, die Kinder programmieren können. Und dort kann man ganz viel auch nicht nur IT-Technologien oder Fähigkeiten fördern, sondern da wird ja auch das logische Denken und alles geschult in einem positiven Sinn, wo die Kinder auch merken, man kann das auch positiv nutzen. Und ich glaube, der grosse Auftrag von der Schule ist nicht unbedingt Grenzen aufzuzeigen, sondern den positiven Aspekt von diesen Technologien in den Vordergrund zu nehmen und ihnen das auch zu vermitteln, dass sie das positiv brauchen und nicht nur zum Zeitvertreib. Häufig dann auch ein bisschen exzessiv und negativ. Also, gerade bei den Smartphones, wie ist es darum gegangen, in so vielen Schulen? Grundsätzlich sind sie auf dem Pausenareal geduldet, in der Oberstufe, in den Schulhäusern nicht, aber auch dort, das sind Regeln, die teilweise ein bisschen veraltet sind. Es gibt heute Lehrpersonen, die durchaus mal sagen, jetzt dürfen das Smartphone brauchen für eine Recherche, für etwas zu rechnen oder irgendeine sinnvolle Anwendung. Dort sind wir auch im Fluss. Die Zeit lang, wo die aufgekommen sind, hat man zuerst nur verboten und jetzt merkt man auch, dass man es anfangen brauchen und, wie ich vorher gesagt habe, positiv brauchen. Eben nicht einfach zum Gamen, sondern dass man es eben toll einsetzen kann. Es gibt noch eine interessante Frage an der politischen Front. Da sind Sie direkt betroffen. Wir stimmen bald im Kanton Aargau über die Abschaffung der Schulpflegen ab. Wie stehen Sie dazu als Gesamtschulleiter? Sind Sie ja wirklich zentral betroffen von dieser Frage? Grundsätzlich bin ich dafür, dass wir zeitgemäße Schulstrukturen umsetzen jetzt auch. Das hat man auch mal so versprochen. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, dass wir die Schulpflege abschaffen. Ich sage aber, was viel wichtiger ist, ob wir die Schulpflege haben oder nicht, ist nachher die Personen, die dort arbeiten. Und ich kann das jetzt wirklich sagen, am Beispiel Zofingen, wenn das so funktioniert, wie das im Moment funktioniert, dann geht das auch gut mit der Schulpflege. Dann funktioniert das wirklich gut. Aber ich bin auch schon an anderen Orten Schulleiter gewesen. Ich sehe es in meinem Wohnort und habe einfach auch gesehen, wie viel unprofessionelle Schulpflege das gibt oder wie viel Eigeninteressen das dort vorhanden sind oder wie viel auch Know-how fehlt. Und von dem her bin ich überzeugt, dass man die Vorlage unbedingt annehmen sollte. Aber das Wichtigste ist gleich, welche Leute das eigentlich schaffen. Und das wird auch nachher nicht anders sein im neuen System. Herr Rohr, herzlichen Dank für den Besuch im ZT-Studio. Ich wünsche Ihnen dann gute Herbstferien, schöne Herbstferien und natürlich möglichst wenig Klasse in der Quarantäne. Möglichst planbaren Unterricht. Ganz herzlichen Dank. Nächste Woche ein neues Thema, neuer Talk. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Machen Sie es gut, eine gute Zeit. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights.